Und weiter geht es hier mit dem bereits 5. Part des Let's Plays zu Tales of Xillia 2. Aus dem Hauptmenü starten wir hier, man sieht bereits, jetzt ist auch die kleine L und auch der Kater, von dem ich gerade den Namen nicht mehr weiß, wurde bereits mal erwähnt, keine Ahnung, ist jetzt auch hier vertreten. Ach, schön, schön, schön. Nun gut, mal gucken, wie es jetzt genau aussieht. Ich habe den Code bereits eingegeben, sprich, wir müssen jetzt neue Kostüme freigeschaltet haben. Mal gucken, wie es denn genau aussieht, wa? So, wenn überprüft, ja, komm schon, komm schon. Duval, Film Noir, neue Freunde, neue Schulden, was? Neue Freunde, neue Schulden, okay, mit Luger Level 5, Spielzeit 1 Stunde und 32 Minuten bereits. Gar nicht mal so schlecht. Und da sind wir ja im Hauptkapitel. So, jetzt mal ganz kurz gucken, wegen den Klamotten, die wir so haben, war die Ausrüstung als Sklave, oder? Können so ungefähr hinkommen. Vater Schwerter, Steckmünze, ja, jetzt muss der irgendwo, hier müsste das sein. Oder auch nicht. Kostüm, ja, müsste es eigentlich bereits hier sein. Ich verstehe es nicht ganz, weil ich habe es vorhin heruntergeladen. Vom PSN her hieß, wäre so halt alles okay. War auch im Download-Manager und so drin. Jetzt irgendwie dann mal nicht drin und das irgendwie direkt aus dem Menü rausladen. Moment mal, vielleicht kann noch etwas laden Optionen. Nee, da kann ich eigentlich auch nichts mehr machen. Komme ich denn hier irgendwie direkt zurück ins Menü? Jetzt nochmal überspeichern. Mal schauen. Einfach geht es erst, wenn ich auch Mila freigespielt habe. Also sprich, sobald sie auch in unserer Gruppe beigetreten ist, weil die muss irgendwie auch noch dabei sein für die. Jetzt lang zurück ins Hauptmenü. Ja, speichern, laden, Optionen, toll. Zurückkommen wir so nicht, wa? Ne, geht nicht. Gut. Ja, muss einen anderen Part mal gucken. Also sprich, bevor ich das nächste Mal das Spiel neu starte, wie es denn genau aussieht hier. Welcome! Oha. Das ist sehr gesprächig. So, wer bist du denn? They're calling it an assassination attempt. Nasty business. Ziemlich üble Geschichte, ja. Wer seid ihr? Wo sind wir? Ja, theoretisch mich jetzt eigentlich eher interessieren, wo wir sind, wa? Also wer sie ist mir eigentlich ziemlich egal, wenn man ja sein soll. You're in Duval. I found you all lying on the side of the tracks. The hospitals were overflowing with injured. Full as they were, I had little choice but to carry you here for treatment. Okay, danke schön. Kapitel 2. Neue Freunde, neue Schulden. Mr. Rideau, how are Luger and Elle coming along? Oh, you're awake. Any aches or pains? The treatment worked without a hitch. For both of them, I might add. Wow, Spurious' medical agents really are tip-top. I'm flattered by the compliment, truly. But our medical Spyrix are simply superior to your spirit arts, that's all. Leia? No, don't worry, I'm fine. I'd better take this. What are you? Hey, that's my pocket watch! Give it back! Ja, es wird jetzt auch schlecht. Gib die Uhr zurück. Okay, die Uhr gehört Julius, alles in Ordnung, keine Verletzungen. Wieso soll die Uhr Julius gehören? Weil er hat hier eine, wir haben sie vorhin gesehen, oder? Weil er bereits mit dem Paar, so lange ist es noch gar nicht her. Da ist so, dass Elle eine hat, und Julius hat sogar zwei davon. Wieso soll das also jetzt irgendwie Julius seine sein? Verstehe ich nicht ganz. I think I'm okay. Hey, I saw that! You stole my watch! Give it back to me, you dirty crook! Come on, give it back already! Sorry to interrupt all the excitement, but the bill for your medical treatment comes to 15 million gold.
Oh, it might sound excessive, but can you really put a price on saving a life? But I don't have any money at all. With the proper work ethic and a bit of elbow grease, anyone can make money if they try, even you. Being a child is hardly a valid excuse. Was ist denn das für ein Oh, Arsch? don't tell me you're resorting to literal strong-arm tactics now. Really, Luger, you'll need to behave better if you plan to fit in around here. Excuse me, I'm looking for Mr. Rideau. Ah, perfect timing, Miss Nova. This woman works for Verland Bank. Luger, what are you doing here? Is this loan for you? Sie arbeitet für die Verland Bank. Ja, für mich einen Kredit beantragt. Ich bin froh, dass es dir gut geht, Nova. Ja gut, sie war zwar vorhin dabei. Andererseits ist sie gar nicht im Führungswagen drin, also warum soll sie verletzt sein? Deswegen sage ich mal L1. It's up to you whether or not to accept it, of course. In any case, we're talking about a small fortune. Consider your options. Ja, das Spiel wird immer verrückter. Kann Sing nur so formulieren. Und tut mir leid, ich kann auch nicht um genaue Details bitten. So lauten die Regeln. Ja, vielen Dank auch. Was sagst du dazu? Miau. Okay. Ja, bereit, was sagst du dazu? Du könnt etwas zu trinken? Lass mich wissen, falls ihr etwas braucht. Na super, also 150 Millionen. Alter, was soll denn der Quatsch? Wir haben 1700. Da könnte man theoretisch schon reinhauen, wa? Wird sicher günstiger. Ich muss noch nie Geld sparen. Ja, ich bin ja eigentlich noch auch nicht groß. Not to pressure you unduly, but have you reached your decision? Bin mal gespannt. Wir sind einen Kreditvertrag unterzeichnen. Moment, lass mich nachdenken. Na gut, unterschreiben den Vertrag. Bitte nachdenken lassen? Hallo? If you're planning to skip town, go ahead. After all, I'm sure this young lady can cover your considerable debt. Was für ein Arschgeige. Alter, leck mich doch am Sack, hey, wie's... Luger, wieso kannst du da einfach reinhauen? Komm schon, ist ganz einfach. Links, rechts, ein bisschen aufschneiden. But have you reached your decision? Ja, ist ja gut. Also hier ist eigentlich sowieso ein Witz, weil ich komme gar nicht raus. Von dem her soll ich jetzt da ständig R1 drücken, speichern und dann im Raum feststecken. Geht ja gar nicht anders. You've made a wise decision. Are you sure? Sorry about that. The call ran long. Hey, what are you doing? Oh, he's just taking out a little loan to cover his medical obligations. This bill is huge. Did anyone tell you what'll happen if you sign that? Basically, you'll be tracked via GHS. They'll be monitoring your finances around the clock. You won't be able to buy a stick of gum without them knowing. A lot of debtors can't manage their money. Lots of them squander the cash they should be using to pay us back. Those deadbeats waste their money and their lives. But Luger here isn't a deadbeat, is he? That doesn't... Or maybe you're saying you'd like to cover his bill. That's not quite what I was... Besides, not to be gauche, but haven't you sunk every last gold into your spyrite research? Hold on, Luger. There's gotta be another way. Well, you could always try mooching off of a family member. A solidly employed older brother, for example. Hey. Pleasure doing business with you. I will transfer the amount of 20 million gold into Mr. Rideau's account. Hey, wait! I forgot to include your veterinary fees. My apologies for the oversight. So eine Arschgeige, hey.
See me if you ever need follow-up treatment. I'll even give you the frequent patient discount. Luger, please don't look so glum. It's my job to help you pay off your loan. That means we're partners now. Ja, ist natürlich, ja, was soll man dazu noch sagen, wa? So, Judo dabei, sehr schön. Ja, optimistisch werde ich unterstützen. Ja, für den Schrank auch. Mann, oh Mann. Hey, Was ist los, Jude? Was ist denn los? Der wohin jetzt? In der Hauptkapitel, okay. Du. Wer bist du hier? Das ist nicht so gesprächig. Nun gut, prüfen. Zwiebel, ein recht gewöhnliches Gemüse. Nicht mal die erfahrensten Köche können sich beim Schneiden die Tränen verkneifen. Obwohl es eigentlich dort einen ziemlich guten Trick gibt, wa? Einfach das Messer unter heißes Wasser halten. Das müsste eigentlich bereits reichen. Was für ein Idiot, das wird das in der Stadt versucht. Bread in ihn aufspüren. Der Bread. Wer ist denn der Bread oder der Brat? Die Bratwürste. Mir verrät auch ein kleines Geheimnis. Es läuft eine Wette, die risikofrei, aber profitabel ist. Million Geld! In Stärke war sie dabei. Alter, wieso ist ja alles so überteuert? Das Geld gar keinen Wert mehr. Verdammt, wie ist denn das Wort schon dafür? Ja, hieß noch, Moment, das ist doch, wenn das Geld nichts mehr wert ist, alles teurer wird, liquidiert. Verdammt, wie schon wieder? Keine Ahnung mehr, spielt keine Rolle. Es ist ja klar, was mit gemeint ist. Verdammt, ich kann ein bisschen peinlich sprechen. Wenn es möglich ist, wegen des Terrorismus und so weiter. Ja, ist eine gute Frage. Was seid ihr? Das Geld, das lernt man schätzen, wenn man selbst hat gearbeitet, um es sich zu verdienen. Das geht auch für das Auslernen von Geld. Man lernt auch, wie wichtig es ist. Geld, nicht Geld, ja. Du. hey, sorry I left you holding the bag on that loan. So, Jude, you're broke too, huh? I've been researching ways to replace the current Spyrix. I got stumped, and the bills piled up. What'll you do now? Head to Canaan. I have to go there. You could come with me. Where? Canaan. It's a place spoken of in fairy tales and ancient spirit legends. They say the spirit that reigns over the cycle of reincarnation dwells there. It's a place full of magic, and it can grant any wish that you make. No, it's true. Daddy told me so. How come you don't believe me? Perhaps Canaan is more than just a mere fairy tale. According to legends I've encountered, the sage Kresnik traveled to the land of Canaan, wielding the Lance of Will. What? You've got the lance! If the lance really exists, maybe Canaan does as well. But what in the world was that? Elle, how do we get to Canaan? I don't know. My daddy just told me to get on the train, so I did. A lost little girl. I feel bad for her. Sie ist einsam? Willst du mit uns kommen? Warum willst du nach Canaan? Ja, wäre sowohl das eine als auch das andere richtig, aber was ganz anderes, Leute. Mir fällt gerade das auf. Mein Canaan, das Land der Märchen und so, von wegen Geister über die Reinkarnation und so herrscht. Das müsste eigentlich Mila sein mittlerweile, wa? Das sprich, dort müssen sie ja jetzt genau sein. Ich erinnere mich noch, am Ende von Tales of Xillia haben wir ja gesehen, wie Mila mit den 4 großen Geistern um Yuse ja in einer Art, ja, sag ich mal, neues Land war, wa? Also aus, so Friede vor der Eierkuchen alles. Könnte doch sein, dass das Canaan war. Abgesehen davon, ich dachte schon die ganze Zeit, auch schon vor, wo wir den Namen erfahren haben von Luger, was sprich Nachnamen, Luger und Julius Kresnik. Was noch im Vorgängen? Die Lanze von Kresnik war? Das könnte doch das gleich gewesen sein. Also sprich, das irgendwie in Zusammenhang hat mit den beiden. Nun gut, warum willst du nach Canaan? Because I promised my
Ja, stimmt irgendwie. Anyway, that creepy guy with the glasses sounded like he knew something about Kanan. Julius. Kresnik. Luger, was that really your older brother? Ich weiß nicht, es kann nicht Julius gewesen sein. Das sah zumindest so aus, von dem her. I don't know. What do you mean you don't know? Have you tried calling his GHS? I'm sorry. The GHS you are trying to reach is currently unavailable. Please try again. We might as well head back to your place. If your brother's safe, he's bound to show up eventually. You're gonna come with us to Kanan, aren't you? I am something of a do-gooder. He says you don't smell like one. Well, thank you. Hey, aren't you gonna tell me the kitty's name? All right, first things first. Let's catch a train back to Triglav. Another train? Na, ob das eine gute Idee ist, ja, wie heißt die Katze jetzt? Gibt's nicht, ey. So, wo sind wir langsam? Rolo, I'm Alan, you're Rolo. Ah, ja. Die arme Katze, ey. Miau, miau. Rollo, Rollo. Ja, er ist so rollig, was? Okay, Schuldentilgung. When I came to, Rideau had already finished treating us. I trusted him because he said he worked for Spirius. I had no idea he would be like that. This is my treasure, but we could sell it. What is it? This. If you sell it, we can pay our debts. It's lovely, but it's just a seashell. It isn't worth anything? It took me a whole day to find it. Oh, die Kleine ist irgendwie schon putzig, wa? Da brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Nur weil es eine alte Freundin ist, wird das schon regeln. Ja, ist das wirklich? Weiß ich gar nicht. Ja gut, sie kennt uns irgendwie. Also, na, sagen wir ja eins. You think that Nova woman will help? She was just a classmate, right? It's not like you two are dating. Nova here, and my ears are burning up. Luger, were you talking about me? Oh, she knew. Maybe she is close with Luger. Anyway, just calling to chat. You know, just a personal phone call. I hadn't seen you in forever, and we didn't even get a chance to catch up, you know? I know things back there got a wee bit awkward, but it was really great to see you again. Don't be a stranger, all right? Toodles! She sure is hyper. That was weird, though. She was on that train with us, and yet, just now, she acted like that didn't even happen. Tja, vielleicht ist es ja gar nicht passiert. Ich meine, hallo hier, es ist so viel Verrücktes hier, wenn die ganze Zeit reisen und so, da will man das auch nicht wundern. Nun gut, abgesehen davon erinnert mich noch ein bisschen an Lea. Aber das ist ein anderes Thema. Bitte kaufen ein Zugticket, bevor ihr in den Zug steigt. Wir bekommen es am Fahrkartenterminal. Na toll, wisst ihr sofort, wa, wenn ich hier was kaufe. No tickets for you. How come? This man's travel privileges have been put on restriction. That's how come. If I let him pass, I'll be in hot water. Whoops. Looks like I forgot to read you the fine print about your loan. You know how Olympius manages personal information using GHS, right? Well, stuff like one's criminal record or debts can trigger travel restrictions. The trigger system was put in place to prevent debtors from trying to make a break for freedom. Huh? Pretty harsh, isn't it? Sorry you had to find out the hard way. But it's only temporary. As you pay off your debt, the travel restrictions are gradually lifted. We'll figure it out. You'll be fine. Anyhow, toodles! All right, come on, you're blocking the other customers.
Oh, Sheesh. I wonder what trouble he got into. his life's over before it even started. Tough break. Shut up, you big meanies. You don't know anything about it. Let's get out of here, Luger. We can look for work around town. Kapitel 2, neue Freunde, neue Schulden, Ende. Was war das für ein Scheiße? Alter, ich mein... Oh nein, Luger hat unglaublich viele Schulden gemacht, er ist völlig pleite. Moment mal. Ich meine, das Ausreiseverbot haben so... Kann ja sein, aber wieso kann ich nicht zurück in meine Heimatstadt? Ich meine, ich wohne ja dort. Also, jetzt Luger halt. Da ist doch unlos in der Stadt, wo ich einen Kredit abgehandelt habe, dass ich dort eingesperrt werde, wenn du so willst. Also, hier steht ja überhaupt nichts mehr. Ja, toll, was soll nicht hin? Wenn du eine bestimmte Geldmenge angehäuft hast, ruf Nova an und bittet um eine Rückzahlung. Du kannst die Zahlung ablehnen, wenn du willst, aber sobald du mehr als eine bestimmte Menge besitzt, musst du dein Geld hergeben. Och, come on, nee. Das heißt, kann ich mir mehr normale Apfelgummi und solche Dinge kaufen, Tränke etc. Okay, ja, mal gucken. Momentan klingt es ein bisschen kacke. Du kannst außerdem jetzt eine Zahlung leisten, indem du L2 drückst. Versuche deine Schulden so schnell wie möglich abzusorben. Ah, dafür ist der Knopf jetzt da. Ist ja schön. Deine Reiserechte sind eingeschränkt, aber wenn du deine Schulden begleichst, sind die Beschränkungen langsam aufgehoben. Was für ein Müll, hey. Habe ich jetzt überhaupt noch was? Aktuell ist es dann bei 5000, muss er halt zurückzahlen oder was? Ey, was denn das für ein Quatsch, Leute. Ganz ehrlich. Nur gut, wie gesagt, das ist halt noch am Anfang. Vielleicht wird es doch nicht so kacke, wie ich gerade denke. Und wenn doch, dann, aber hallo. Oh, wir kommen nicht zurück und so, wir sind hier eingeschlossen. Der Start ist natürlich sehr schön. Juppie! Oh je, oh je, oh je. Ja, wie es weitergeht, zahlen Teile deiner Schulden ab. Ja, ist ja gut, Mensch. Sind wir das nächste Mal hier, aber ganz ehrlich, ich muss ja 150 Millionen sogar zurückzahlen. Oder 15 Millionen, spielt keine Rolle, dafür schweinemäßig viel Geld. Bin ja quasi mein Leben lang schuldig. Oh Menschkind, ey. Tja, wie es weitergeht, das erfahren wir dann das nächste Mal hier bei Tales of Xillia 2, wo irgendwie alles sich um Uhren und Geld dreht. Bisschen verrückt zwar, mal gucken, wie es das nächste Mal abläuft. Tschüss!